Herzlich willkommen beim Podcast Lauch und Locker. Der Podcast, in dem durch spezielle Formulierungen und schlechte Fragen grossartige Unterhaltungen und viel Verwirrung entstehen. Steckt euch mit Ohrenschmalz verschmierten Kopfhörer in eure tauben Ohren, legt euch auf euer seit 3 Wochen nicht frisch gemachtes Bett und klatscht laut in die Hände. Denn da sind wir, die unlustigen Lustigen, die Google-Nutzer und möchten gerne Fameboys. Das sind wir, die Hosts von Lauch und Locker, der Joshua Bricker und der Raoul Marin Arnett. Jo Leute, und damit herzlich willkommen hier zu einer neuen Lauch- und Locker-Folge, würde ich sagen, oder? Die erste Raoul? in diesem Jahr. Hell yeah! Yeah! Und weil ihr es ja bestimmt nicht schon von allen 10'000 Lehrern gehört habt, die noch bei ihnen in der Schule hatten, wir wünschen auch euch noch ein wunderschönes neues Jahr, obwohl heute schon der 10. ist, aber scheißegal. Wer juckt's? Es sind 10 Tage, das passt. Ich finde es geil, wie alle Hoffnungen hatten für das Jahr. Einfach, irgendwie war es so die Stimmung von wegen, jetzt ist der 31, morgen ist der erste, Corona gibt es nicht mehr. Und dabei jetzt die genau gleich Weltuntergangsstimmung wie letztes Jahr am Anfang. Es ist wirklich so. Also ich meine, USA komplett am Arsch. Irgendwie, was weiß ich doch nicht, was alles, Corona ist wieder am Ausbrechen, neue Viren, bla bla bla. Und letztes Jahr war es ähnlich wieder mit Corona, einfach, dass es noch die Buschbrände in Australien hatte und so. Ja. Also, wir sind einfach wieder genau gleich wie. Das hat viel gebracht, das Jahr. Ja, alle haben irgendwie, wie du schon gesagt hast, denke, sobald 0 Uhr Glocke läutet, ist Corona von 0 auf 100 vorbei und man kann richtig feiern und wir haben es überstanden, aber ja. Nein! Eben nicht. Pech. Nein! Aber hast du den Neujahrsvorsatz gesetzt, wie man mit dem sagt? Nein. Ich halte sie sowieso nicht ein. Also, ich hab gesagt, ja komm, versuch mal ein bisschen dich gesünder zu ernähren, aber ich weiss genau, dass es nicht durchhaben wird, von dem her, ja. Ja gut, wer kennt es nicht? Vor allem in so einem Jahr. Ich wette, es wird genau gleich wie 2020. Ja. Da kannst du es gar nicht einheben. Ich meine, letztes Jahr hatten doch alle so ein bisschen den Vorsatz gehabt, sozialer sein, mehr Sport machen, mehr rausgehen. Ich glaube, Fett rausgegangen sind wir. Ja, man muss nicht sagen, wie das geendet ist schlussendlich. Ja, jeden Abend sind wir auf Partys gegangen, Raoul, weißt du nicht mehr? Jeden Abend. Das war schon richtig traurig, wenn du so aufs Jahr zurückschaust. Ich habe keine richtigen Erinnerungen in dem Sinn dran. Ausser davon, dass wir Stress im Homeoffice-Zeugs hatten. Ja. Und das war es etwa. Stimmt, das ist wirklich so das ist traurigerweise fast die einzige Erinnerung, die mir so bleibt, so das Homeoffice. Sonst kannst du so nichts sagen. Du kannst nicht sagen, ja, voll, ich bin in die Ferien gegangen oder ich habe Ferien gehabt und ich habe das und das gemacht und Party, Sondern es ist einfach durchgehend daheim hocken, arbeiten und das war es. Ja. Das ist richtig traurig. Ist schon so, ja. Vor allem all die Leute, die 18 geworden sind, den Geburtstag nicht haben können feiern. Oh. Das ist schon richtig hart. Ja, das stimmt. Haben wir auch eine tolle Kollegin gehabt, die das leider darauf verzichten. Und dieses Jahr sind ja mehr dran. Ja. Gut, du hast Ende Jahr, also... Ey, aber einfach, ich bin so nicht ready dafür. Einfach hart nicht. Ich weiss nicht. Ich habe keinen Bock auf Steuern-Shit, ich habe keinen Bock auf Mili, ich habe so keinen Bock auf alles. Ich will einfach nur 17 bleiben. Steuern und so ist auch nicht so. Ja, meine Mutter stresst mich jetzt schon mit dem Führerschein die ganze Zeit. Alter. Ja, mich auch. Und das Ding ist, ich habe mich so nicht ich habe den Drang gar nicht, Auto zu fahren. Eben, ich auch nicht. Ich hört eben auch nicht. Und das verstehen sie nicht. Sie sagen, ja, wenn du mit 20 Führerschein machen, ist das schon ein bisschen peinlich. Ich so, juckt mich nicht, ich brauche es vorher nicht, Mann. Also sie gesagt, gut, das einzige gute Argument, das sie geliefert hat, ist, dass wir es für ein FMS-Praktikum in der 4. brauchen, für das 6-monatige. Dass es dort vielleicht Sinn macht, wenn du irgendwie den Suva Bellicon ein Praktikum machen willst, dass es dann Sinn macht, wenn du mit dem Auto kannst fahren, weil dort kommst du mit dem Zug nicht weit, aber ja, gut, trotzdem. Das stimmt schon. Ich weiss noch, meine Schwester, sie ist schon mit 17 hat sie unbedingt Auto fahren und so. Mhm. Und auf der 18. hat sie dann halt eben die Autokurse und so da bekommen von meinen Eltern. Also ich glaube es nicht alle, aber zumindest ein Teil, was schon recht viel ist, finde ich. Ich meine, das ist mega teuer. Mhm. Und meine Eltern sind sich vor allem überlegen, was sie mir schenken wollen. Und das Ding ist, wenn sie mich fragen, was willst du auf der 18. Ich bin so, du... Einfach kein Autoding. Ja, einfach kein Autoding, ich weiss es doch auch nicht. Sie merken richtig, dass ich eigentlich hart nicht motiviert bin dazu.
So im puren Gegensatz zu meiner Schwester. Sie ist so voll, ja, ich will Auto fahren, ich will das und das. Aber ich will einfach umkutschiert werden. Also weißt du, was ich meine? Ich bin zu faul zum Autofahren. Ja. Ich habe in der Ferie ein bisschen angefangen mit dieser tollen Löli-App so ein bisschen Theorie zu büffeln und so und habe mir gedacht, ja bro, wieso muss man das überhaupt lernen? Es ist alles so logisches Zeug, aber es ist einfach so viel Stress. Ich habe keinen Bock auf den Scheiß. Vortrittszeug, Stress, das ist scheiße, aber der Rest ist voll easy machbar, aber like, ja. Weißt du noch, wo wir die Prüfung für Velofahren müssen machen? Ja, Das war so legendär gewesen. Ey, ich habe beides mit 0 Punkten bestanden. Ich auch im Fall, ich war so stolz auf das. Ja, schon. Ich bin so mit meinem Prüfungszell dann so durch die Schule durchgelaufen. Ey, schau mal, 2-0. Aber eigentlich das Ding ist, dass ich finde den Zettel nicht mehr. Also das bringt mir nichts. Ah, ich auch nicht. Vor allem, wenn du erwachsen bist, dann haltet dich doch niemand an. Haben sie die Veloprüfung gemacht? So, was? Was? Das haben wir vielleicht, wo sie mir so, du hast irgendwie so einen Veloführerschein-Shit bekommen oder so, keine Ahnung, wo du Prüfung fertig hast. Und ich habe nachher so meine Mutter gefragt, Mami, muss ich den jetzt die ganze Zeit bei mir halten? Kann sein, dass mich die Polizei anhaltet und fragt, ob ich wirklich den Veloführerschein habe? Ja. Ist dann so, okay. Uff, aber echt das 18. Lebensjahr. Ich bin so nicht ready, Bro. Ich will einfach noch weiter Kind sein, ich will noch weiter minderjährig sein, ich will noch weiter Rabatt geniessen, noch weiter keinen Druck auf die Army. Ich habe so, nein. Das ist mir einfach, erwachsen werden ist mir zu viel Stress, Jungs. Da habe ich keinen Bock drauf. Ja. Ist jetzt gerade so perfekt. Gerade so alt, dass es möglichst alt ist, aber gerade noch so alt, dass es eben nicht ganz 18 ist. Das finde ich jetzt gerade tipptopp. Gut, ich meine, in der Rekrutenschule kannst du ja auch erst nach der FMS, wenn das... Also ich meine, während der Schulzeit machst du das ja nicht. Also hast du Rekrutenschule und so. Ah, ja gut, ja klar. Ja, aber ich habe trotzdem keinen Bock drauf. Ja, das ist so. Das ist wirklich das Letzte, was motiviert zum 18. Also ich weiss nicht, es geht natürlich. Natürlich habe ich Bock auf Sanitäter und so, aber es ist natürlich, jeder muss so die hure hässliche Grundausbildung tun und auf da habe ich einfach keinen scheiß Bock. Ich habe schon den Brief zum 17. Das war mir eins zu viel gewesen. Ja, also, ich bin immer noch nie gewesen. Ja, ich so, muss ich irgendetwas machen, oder? Ja. Sie haben das einfach für die, die es nicht wissen, sie haben uns einfach so einen Brief geschickt mit so, ja, halt, was man im Militär alles machen kann, oder? Also, was für Job dort gibt. Und irgendwie, glaube ich, Einladung auf irgendwelche Info Ja, und oder so ein du Scheiß. deine Daten müssen angeben und so. Ja, genau. Und ich so, okay. Also, ich glaube, einen Tag nachdem ich 17 geworden bin oder so, ist das Gefühl gerade, nein, das ist im Sommer Ja, es ist hure schnell gekommen. Es ist hure schnell, Alter, 17, patz, da. Und da, Gerade bald Militär. erwachsen, du machst. Ich so, okay, Ja. in dem Fall. Ja. Militär ist einfach. Also ich finde schon, also weißt, ich muss schon sagen, ich glaube, Schweizer Army ist einfach im Vergleich zu allen Armeen auf der Schweiz einfach schon ein kleiner Kindergarten, also, wenn du die ganzen Videos anschaust. Aber trotzdem, es schießt mich halt trotzdem Huren an, Mann. Vor allem, wenn ich dann die ganzen Lelex wieder aus der Primartreff treffe, die ja dann eigentlich den gleichen Jahrgang haben wie ich und die dann einfach gleichzeitig vielleicht in die gleiche Kaserne kommen wie ich, Alter. Ja, das ist eines von diesen Hauptdinger. Es gibt so viele Leute, die ich irgendwie nicht sehen muss. Ja! Also, weißt du, das ist so, ist schon gut, ich muss dich nicht haben. Ja, wirklich. Mein Vater hat mir vor kurzem erzählt, er hat irgendwie so in der Nacht irgendwie einen Wach oder so müssen schieben. Also der ist eigentlich einfach da gehockt, weißt, logisch passiert nichts, aber er ist einfach da gewesen. Und dann ist er von einer Eule angegriffen worden. Und zwar, Ja. er ist irgendwie so, bei einer Kiste so, er hätte eigentlich immer müssen stehen, aber er ist einfach abgesessen, weil er es können. Und es war Bruh. irgendwie dunkel gewesen, und dann hat er die Eule gesehen, weiter vorne einfach da hocken. Und dann hat er irgendwie, weißt du, so, die, so als ob man Katze würdest rufen, hat er die Ja. Geräusche gemacht und die Eule hat halt hingeschaut und ist voll auf ihn zugeflogen. Und es sind, er hat das so lustig erzählt, wie er dann so aufgeschreckt ist und die Eule auch. Aber das musst du auch erst mal so, ja, Jo, lol. super. Ja, schön. Hast du eigentlich die neuen Corona-Regelungen gesehen? Ich? Nein. Also Jetzt sie- neue Corona-Regelungen. Neu. Es ist jetzt einfach, du kannst nicht mit der Mensa bleiben. Ach Nach dem so, Essen das sind wir NK, spät. das habe ich gerade durchgelesen, ja. Ich habe gedacht, Junge. Also ja, ich verstehe es, aber das hättest du auch vorher schon können machen, mehr Zimmer aufmachen. Es würde eigentlich viel mehr Sinn ergeben, wenn die Klasse einfach gerade in den Zimmer könnte bleiben. Ja.
als... Eigentlich, Ja. ja, ja. Ich finde es einfach... ich finde, sie wollen einfach, weißt du, sie machen die Mensa-Türen, damit sie mehr Geld machen, was viele Restaurants, glaube ich, nicht machen. Oder vielleicht nicht so wie die Mensa. Und nachher willst du eigentlich die Essen holen, in der Mensa essen und dann hast du einfach gar keinen Platz mehr. Und man hat auch so schon, wenn die Mensa komplett voll besetzt ist wie normal, hast du nie Platz für alle Schüler und musst in der Gang sitzen und so. Ja, das und ist jetzt so hat es noch weniger Platz wegen Corona. Jetzt haben sie noch Tische in der Gang aufgestellt, haben aber die Schulzimmer wieder zugemacht, warum auch immer. Jetzt hast du noch weniger Platz, jetzt machen sie die Schulzimmer wieder auf und haben das Gefühl, dass alle Schüler Platz haben. Das funktioniert einfach nicht so ganz. Das ganze Konzept ist nicht so ganz durchgedacht. Vor allem das Timing vom Schliessen von diesen Schulzimmern. Die Fälle sind wieder so, keine Ahnung, in den 10'000er oben oder so. Ja, wir machen die Schulzimmer zu. Braucht es nicht. Es ist so, okay, in dem Fall. Ja, ist wirklich so. Dann so, ja, merci, oder? Wir geben uns Mühe, irgendwie Corona-konform zu sein und dann kommt so etwas. Eben. Und ich meine, ganz ehrlich, ich habe auch keinen Bock, dann jeden Nachmittag auf den Stegen rumzusitzen, auf dem Boden oder irgendwie draußen auf der Wiese im Kalten. Ja, Also im Sommer würde es mir nicht jucken, da würde ich mir irgendwo draußen sitze, aber es ist fucking Winter, Kollege, da wollte ich doch drinnen sein. Und wenn ich dann jeden Nachmittag aber in den Subway laufen muss oder in Mecca mir etwas holen, das geht auch verdammtes Geld, Mann. Und das ist auch nicht wirklich gesund. Also ich sage jetzt nicht, dass Mensa-Essen geiler ist, aber... Ja, es wäre noch chillig, wenn wir draussen essen könnten. Ich sehe schon, wie sie so die Festzelte aufstellen. Und dann bist du so, ja, okay, es ist Aber einfach so Minusgrad draussen und du bist dort drinnen. Nein, aber im Fall, das haben sie, meine Mutter ist auch eine Lehrerin in der WBZ, also Berufsschullehrerin in Lenzburg. Und das haben sie dort auch gemacht. Sie haben so ein riesen Festzelt aufgestellt, haben dort sogar eine eigene Küche rein da. Und dann noch Stühle rein. Und natürlich, Isolierung ist das Zelt nicht wirklich der Pro, aber sie haben Heizungen nicht dran, sondern es ist wirklich angenehm warm dort drin. Und das funktioniert super. Vor allem halt auch der Fakt, dass sie dort noch eine zusätzliche Küche reingebaut haben, stehen halt auch dann wirklich die Schüler, die dann im Zelt essen, nicht noch im Schulhaus an, sondern es sind dann wirklich zwei getrennte Gruppen, wo dann halt wirklich noch weniger Kontakt passiert. Ich finde das schon eigentlich ein relativ schlaues Ding, aber ich meine, sind wir mal ehrlich, wo denken also ihre Zelt aufstellen? Auf dem Sportplatz oder was? Sie haben nie einen Platz. So vor der Turnhalle. Ja, sie können die orangenen Dinge weglegen, das stimmt. Gut, aber dann müssen wir die sonst erst mal haben sie nie irgendwie Platz. wegnehmen. Also es ist Ja. total bekloppt. Oder wenn es auch irgendwie im Altbau oder so, da gibt es fix irgendwo noch Platz zum Essen oder weiß ich doch nicht was. Also ich meine, ja, es gibt gerade beim Haupteingang dort das Glas. Ja, also, aber da frierst du auch den Arsch ab, Mann, das ist verdammt kalt. aber es ist so richtig, nein. Nein, sie machen glaube ich einfach irgendetwas, aber sie überdenken es nicht so richtig. Habe ich das Gefühl. Also es ist so, ja. Es ist eigentlich gut durchdacht, aber nicht vollendet, sage ich jetzt mal so. Nicht von vorn bis hin. Genau, ja. Es ist so ein bisschen, ja, das ist Corona-konform wegen dem und dem, aber wir schauen nicht an, was es für die Schüler heisst. Ich meine, das Ding ist, wenn wir jetzt zum Beispiel wieder eine Doppelstunde Mittag haben, ich meine, du isst nicht lange in der Mensa. Das Essen selber geht vielleicht, wenn du lang hast, wenn du redest, noch 20 Minuten bis zu einer halben Stunde. Ja. Und danach musst du, also von der Mensa ja rausgehen. Ja, Dann bist du so, hab ja, das Gefühl, ja. was mache ich jetzt? Ja, aber weißt du, wo willst du denn an? So, Ich meine, weil- in die Schulzimmer kannst du nicht rein, dort sind andere Schüler drin. Ja, und die offen sind, sind zum Essen da. Und da steht wahrscheinlich auch wieder nicht rein, kommt wieder der Ralf und der Rüfti raus. Das ist so... Das ist auch etwas... Ich finde, du musst doch ein bisschen höflich... Also, Ja, einfach ein bisschen so... Ey, sitzen und reden und ja, wirklich. bitte Maske auflegen. Wir wären froh oder so, anstatt «Maske auf!» So, Entschuldigung. Ja, aber das hat meine Mutter im Fall auch gesagt, dass das viele Hausmeister das Problem ist, dass sie das Gefühl haben, sie sind die Königin aus dem Haus. Das ist wirklich bei vielen so das Problem. Aber ja, ich habe ja nichts dagegen, dass er das Gefühl hat, er ist der König. Also doch, das auch. Aber ich finde, er könnte es auch einfach ein bisschen freundlicher sagen. Aber ja. Ich finde, wenn er es einfach freundlicher würde sagen, wären auch alle anderen halt freundlicher zu ihm. Und es wäre nicht so ein Meme, sage ich jetzt mal. Ja. Es wäre halt einfach aber chilliger. ich glaube, das Gerücht geht um, dass sie ihn fast geführt haben im Fall. Ja. Ich weiß nicht, was genau passiert ist, aber ich glaube, irgendwie er ist einem Mädchen zu nahe und hat sie da Mann gemacht und zusätzlich. Ich glaube, irgendwie so der Mix aus beidem. Ja, also ich meine, ich traue es zu, dass sie ihn fast gekündigt hätten. Ich meine, jeder Einzelschüler, glaube ich, hat sich schon wegen dem beklagt.
Hat sich schon wegen beschwert, ja. Wirklich so. Oder zumindest dem Klassenchef gesagt oder so, und der hat es dann in der Klassenstunde gesagt. Irgendwie so. Ist das Nein, wirklich er hat schon dann bei den passiert? Delegierten in den Chat hineingeschrieben und bei den Delegierten ist das wirklich so ein kurzer Diskussionspunkt gewesen, wo es dann eben gesagt haben, ja, man darf ihn dann darauf hinweisen, wenn er irgendwie unanständig ist, dass er doch ein bisschen freundlicher soll sein und dass er seine Masken auch selber soll aufziehen Das nicht der Noe gemacht, oder? Ja! Das ist so Da geil. wollte ich eigentlich sagen. Also, Leute, für die, die das noch nicht mitbekommen haben, wir sind an einem Morgen am Biologielehrer gewesen und sind alle an einem Tisch gesessen und ein paar sind noch ringsherum gestanden. Und der neue Kollege von uns, der aber eins unter uns ist, also nicht mit uns in der Klasse ist, der ist mit dem Raffi dann neben dem Tisch gestanden, haben mit dem geredet. Und nachher ist der liebe, werte Herr Ralf Potschein reingekommen, oder wie auch immer heisst, ich habe glaube immer noch nicht nachgeschaut, unser toller Hausmeister, mit der Maske unter der Nase. Und, und dann hat er den neuen dumm angemacht. So, ja, sie sollen sich da gefälligst nicht so näher anstellen, das ist Corona, man soll Abstand halten und sie stellen sich da näher nebeneinander. Und dann das Einzige, was er gesagt hat, sie haben ihre Masken unter der Nase. Und er hat gesagt, sie müssen mir nicht so dumm kommen, nicht die Masken aufzuzacken und ist weitergelaufen. Und wir haben alle einfach nur extra laut gelacht. Es war einfach alles zu viel gewesen. Ich Das war meine, zu geil gewesen. es ist hure frech, andere anzumotzen und dabei selber, also das Maske nicht Schlimmste richtig vom Schlimmsten anzuhaben, ja. machen. Ich meine, wir haben zumindest alle die Maske angehabt Ja, ja. und richtig angehabt, vielleicht muss man es so sagen. Ja, ja. Und dann bist du so, ja, Junge, Arg, in dem Fall. Es ist wirklich so. Es ist Aber wirklich so. Ich will so wie die Lehrpersonen teils die Plastik, wie heisst das Teil, wo so Scheibe. vor das ganze Gesicht gehen, genau. Aha, die Plastikvisier. Ja, genau, Visier. Ich weiß nicht, aber ich finde die so lustig und ich würde so geil, also gerne mit dem einfach rumlaufen. Was? Es sieht so dumm aus, aber ich finde es perfekt. Bra. Nein, ich weiß nicht, Das Ding, ist aber halt, das Ding ist halt, die bringen halt meiner Meinung nach so. Also, wenig. ja, Ja. weil es geht alles unten und so Ja. Seiten raus. Es ist so, hä? Gut, aber Ja, etwas- schön, gegen Führer geht nichts raus, aber es geht trotzdem mit Luft. Like, was? Etwas, was man sich kaum aber überlegt, ist, wie schwer das ist für Leute, die nicht gut hören und auf die Maulbewegung angewiesen sind. Zum Beispiel in der Projektwoche. Dort hat es eine gehabt, die ist, hört nicht gut und sie hat sogar der Person, die am Vortragen war, oder so, ein Mikrofon müssen geben, wo so um den Hals hast müssen schnallen. Und die haben dann auch die Maske müssen abziehen, damit sie die Maulbewegungen können sehen, dass sie sie richtig versteht. Oha. Das ist dann schon so, uff. Hey, Wenn- geil, wie macht die das im Unterricht? Ja, ich glaube, die Person muss wirklich immer das Teil anhaben, das Plastikvisier. Sonst hat sie keine Chance zum Mitkommen, habe ich das Gefühl. Hey, aber Bro, da musst du ja brutal fokussiert sein im Unterricht, ey. Ich schwöre. Also, Das ich ist meine, ja- das ist abnormal, ich könnte nicht mitkommen. Das wäre Aber grad stimmt, das ist vorbei. eigentlich eine berechtigte Frage. Wie Also viele ich taube Leute weiss- gibt es, die ab den Lippen ablassen und jetzt verdammte Probleme haben? Ich weiss, es gibt Masken, die auch so Plastikteile drin haben. Also, dass man das Maul sieht, aber es halt immer noch verdeckt ist. Aber genau für so taube Leute. Aber ich glaube, von denen gibt es eben kaum Masken. Es gibt einfach im Spital ein paar, habe ich gemeint. Das ist dann schon so, ja, super, oder? Das ist bei Mode. Ja, same. Es ist früh am Morgen. Es ist 10 Uhr früh am Morgen. Es ist 10:30 sogar. Ah, scheiße. Egal. Das ist früh für mich, finde ich. Also keine Ahnung, ich kann auch zum Beispiel so Schulsachen jetzt im Lockdown und so. Ich mag mich nicht gross motivieren, am Morgen etwas zu machen. Ich bin einfach so, ich stehe extra früh auf, dass ich den Morgen, also ich brauche immer so, normalerweise habe ich auch meinen Schulweg, auf dem ich so langsam kann wach werden kann. Und je nachdem auch die ersten paar Lektionen zum Wachwerden. Im Homeoffice ist das ein bisschen anders. Da ist entweder der erste Call, wo du wach wirst. Aber das Problem ist, wenn das ein wichtiger Call ist, dann kritisch. Und wenn du am Wochenende halt musst lernen für Prüfungen oder Aufträge lösen, dann befolge ich eigentlich immer so die Art und Weise, dass ich tendenziell früh aufstehe. Also ich habe mir jetzt das ganze Wochenende wirklich den Wecker gestellt. Tendenziell früh aufstehen. Uff. Und dann kann ich so schön eine Stunde lang wach werden, kann eine Stunde lang am Morgen Netflix schauen, während ich zum Morgen ist.
Dann bin ich schön wach, ganz langsam wach geworden und dann kann ich dann anfangen zu arbeiten. Und wenn ich dann eben bis um 12 Uhr penne und das mache, dann ist der Tag schon gleich vorbei. So, das ist einfach... Ja. Das ist eben das Ding. In der Regel schlafe ich so bis 9 oder 10, manchmal ein bisschen mehr. Und im Homeoffice ist halt, ja, wenn es am Morgen einen Call gibt, dann schaffst du halt auch früher, habe ich das Gefühl, weil dann bist du schon drinnen nach dem Telefonieren. Also kommt auch ein bisschen aufs Fach drauf an. Ich meine jetzt zum Beispiel Informatik letztes Jahr, da bist du nirgendwo gewesen. Dort hast du einfach den Computer angelassen, bist neben dran gehockt und hast nichts gemacht. Das ist einfach so gewesen. Aber wenn jetzt zum Beispiel Französisch, wo sie Kameras anhat wollen, dass du mitmachst, redest und so, dann habe ich schon eher danach noch selber etwas gemacht. Aber meistens stehe ich so, keine Ahnung, am 10 Uhr auf, eine Stunde zum Wachwerden. Dann bin ich so, weißt du was, in einer Stunde, halbe Stunde gibt es zum Mittag, ich warte einfach noch. Und dann so, ja, plötzlich ist es 1 Uhr am Nachmittag, ich sollte langsam anfangen und etwas machen. Ja. Also das ist so, zum Planen ist schon richtig AIDS. Also es ist so, Ja, auch halt, sich dazu zu bringen, etwas zu machen. Also, das ist für mich so, ich sitze im Zimmer vor mir, mein neuer Gaming-Computer mit 2 Monitoren, hinter mir 3 Gitarren mit einem geilen Verstärker, vor mir auch noch ein Keyboard und ein Audio-Interface und über mir jetzt noch ein Schlagzeug und was weiß ich nicht alles und ich muss versuchen, mich für die Schule zu konzentrieren. Like, Bro, hackt's noch? gut, es kommt aber auch schon hart immer aufs Fach drauf an irgendwie. Ja. Also ich meine jetzt zum Beispiel Biologie, das mache ich mega gerne daheim. Also zumindest so, wenn er so den Auftrag gibt, studieren sie bitte das Blatt und lehren sie vielleicht eben zum Beispiel Knochen auswendig oder so. Das finde ich nicht tragisch. Ich finde, das kannst du auch gut lernen, weil das sind Sachen, die du auch an dir selber Beispiel kannst nehmen. Zum Beispiel beim Knochen lernen, da habe ich immer den jeweils so Knochen oder einfach dort, wo er wäre, halt angelegt, so das ist jetzt das ist das. Und kannst es auch so wie durchschaffen. Aber das kannst du mit so Sachen wie Französisch irgendwie einfach nicht. Oder auch Chemie. Chemie ist schwierig zum Lernen daheim. Vor allem, wenn du nichts verstehst, dann bist du so, ja... Wikipedia hilft mir nicht viel, weil das sind mehr Fremdbegriffe als sonst irgendetwas. Da kannst du auch von vorne anfangen. Und das ist immer verdammt kritisch. Ja. Ja, das ist halt für uns, kann man sagen, traurigerweise nicht mehr neu ist, das hure Homeoffice. Ja. Also ich meine, jetzt haben sie entschieden, Homeoffice zu machen zur Sicherheit wegen 10 Tage Quarantäne nach der Ferie, weil ja sehr, sehr viele ins Ausland gegangen sind. Das ist der Grund, warum sie da gesagt haben, ja, wir machen da Quarantäne. Aber wir haben ja schon vorher, also wenn ich richtig gezählt habe, haben wir mehr wie 5 Monate, fast ein halbes Jahr lang Homeoffice gehabt, wenn man dort die Ferien die Ferien noch dazu zählt. Also das war ja Anfangs März gewesen, bis Und dann- zu der... War 3 Wochen vor der Sommerferien, aber das finde ich, kann man nicht richtig als Präsenzunterricht zählen, weil es ist einfach Halbklasse war. Ja. Und dann danach, ja, so ziemlich 6 Monate, oder? Ja. Also ein verdammtes halbes Jahr Homeoffice. Das ist schon heavy. Und das war schon heavy gewesen. Also, wirklich, also ich habe eigentlich schon gesagt, ja, wenn wir jetzt noch einmal wirklich so lange würde Homeoffice machen, dann wäre ich gewesen. Ich habe es auch jetzt wieder gemerkt. Ich bin einfach immer der zuletzt mit irgendwelchen Aufträgen fertig ist, einfach weil ich so viel Mühe habe, mich dazu zu bringen. Aber das Ding ist, finde ich, wenn wir Lockdown machen wollen, also in der Schule zumindest, dann müssten wir es jetzt machen. Weil Ja, jetzt sind logisch. es 2 Wochen Ferien gewesen, dann sollte man die 3 Wochen einfach halt von daheim aus durchziehen. Ich meine, 3 Wochen ist besser als 6 Monate. Ja. Und dann hast du nochmal wie viel? 1 oder 2 Wochen Ferien. Und dann wäre halt wirklich, auch für eine längere Zeit wäre es einfach zu gewesen. Ja, es wären zwar die Ferien drin, aber immerhin. Also weißt du, besser als wenn du danach dann irgendwie jetzt durchziehst und nach der Ferien hast du dann, wie viele Wochen mit Schule? 7, 8? Und das ist einfach zu. Also, Ja. dann bist du grösser Hops genommen worden als jetzt. Also ich verstehe ich verstehe momentan Bundesamt für Gesundheit Sachen sowieso nicht so richtig, also was die für Massnahmen machen. Also die Gastronomie, die tut mir einfach nur leid, Alter, was die müssen leiden, das ist auch nicht normal. Und irgendwie ständig
Also ich habe jetzt die Zahlen nicht mehr so genau angeschaut. Steigen sie wieder oder gehen sie runter? Oder ich weiß es nicht. Ein bisschen konstant. Bin mir nicht sicher, wir können schon nachschauen. Aber sie sind auf jeden Fall bei 4'000, 5'000 immer um den Dreh. Das ist meiner Meinung nach immer noch zu viel. Wenn man bedenkt, dass wir mal einstellige Zahlen am Tag haben und jetzt haben wir wieder vierstellige. Ja, Ja, es ist wirklich brutal. finde Also, ich, vor allem täglich, weißt du, es ist wirklich jeden Tag also 5'000, 4'000 Ansteckungen. Und ich meine, so absolut ich auch irgendwie Homeoffice hasse oder nicht, aber es wäre echt das einzig Sinnvolle. ich schwöre. Vor allem, also jetzt am 5. Januar sind es 2,4 gewesen. Ja, Aber ich glaube, vor kurzem sind es wieder bei 4'000 oben gewesen. ja eben. Und ich finde es vor allem krass, wir haben 500'000 Ansteckungen, also aufgerundet insgesamt gehabt. 317,5 Tausend sind wieder gesund. Und Todesfälle sind schon brutal viel. Das sind 7600. Pü. Das ist nicht wenig. Für die Schweiz ist das relativ viel. Ja, ich meine, wenn du die USA anschaust, dann die haben so viel an einem Tag gehabt, glaube ich, irgendwie. Ja, aber das ist natürlich auch, ja. Ich glaube, man kann die Schweiz schlecht mit den USA vergleichen. Ja, vor allem jetzt mit dem Protest vor kurzem da, dort haben ja die alle irgendwie keine Maske gehabt, oder die wenigsten. Das ist ja komplett ein Witz. Ja. Ja, da siehst du, dass jetzt in einem Tag sind 3261 dazugekommen. Ja. Ich so, haha. Und vor allem, du siehst schön an diesen Graphen, wie die Zahlen steil raufgehen. Gell. Vor allem in letzter Zeit. Ja, ich weiß auch nicht, wie das die Krankenschwestern und Ärzte in den USA machen, man. Wie überleben die das? Also ich meine, in der Schweiz erzählen sie schon die ganze Zeit von absoluter Überforderung und alles Mögliche, was ich ihnen auch glaube. Aber ich meine, USA. Aber mich nimmt es Wunder, wie es sein wird, sobald die Pandemie vorbei ist. Also für das Krankenpersonal. Ich Ganz kann mir ehrlich. nämlich vorstellen, dass sie dann halt so, wir wollen jetzt Geld. Ich glaube, sie werden es sagen, aber ich glaube, sie werden es nicht bekommen. Ich glaube, das wissen sie auch. Ich glaube es aber auch. Was absolut traurig ist, aber ja. Ja, ich finde auch. Also ich finde, es ist einfach, die machen ja brutal viel Überstunden im Moment und zumindest die müssen abgezahlt werden, finde ich. Aber ich wette, die werden nicht Geld dafür bekommen, sondern einfach zusätzlich Ferien oder so. Und dann müssen sie gestaffelt in die Ferien gehen, ja super. Keine Ahnung, kann auch sein. Ich glaube einfach ganz ehrlich, sie werden gar nichts dafür bekommen, weil es heisst, das ist ihr Job, das haben sie so müssen machen. Ja, sie bekommen das Klatschen von uns, haha. Ja, genau, die ganze Schweiz klatscht für sie. Danke, jetzt geht es mir besser. Haben sie bei euch eigentlich auch mal geklatscht gehabt? Nein. Bei uns jetzt aber eigentlich mal, keine Ahnung, es ist mir so eine Nachricht gekommen, von wegen, heute am 4 Uhr klatschen wir. Ja, das Du ist, hörst so, ist ganz, voll- ist ganz groß im Radio aufgesagt worden, aber bei uns hey, kein einziger Typ. ja bei uns, ja gut, das Ding ist halt, ich weiss nicht, wie viel es bei uns auch bringt. Also ich Ja, meine, wir es hat ja sind kein nicht Spital in in der der Nähe. Nähe. Eben wegen dem. Ich meine, ja, man kann sagen, vielleicht keine Ahnung, Spitex oder so. Ich weiss doch nicht. Aber ja, was gibt es für Krankheitspersonal da? Der Doktor, der macht auch nicht gross etwas für Corona im Moment. Ja. Du hast dich ja auch so gut testen lassen, oder? Ja. Wie war die Erfahrung? Erzähl. Es ist voll easy gewesen, also was ich alle haben. Also, ich habe einen Schnelltest gemacht in der Apotheke, durch die Nase. Ja, das ist so überhaupt kein Ding gewesen. Also, es ist hart unangenehm gewesen, es ist auch irgendwie so anfangen latschen, weil halt so, eben, es ist natürlich eine Stelle, wo du nicht anlängst, oder? Aber das ist so krass Problem gewesen. Also ich weiß auch nicht, was die Leute haben, Alter. Nein, ich weiss einfach noch. Oh, sorry. Ich habe bei 3-mal getestet bis jetzt. 2-mal Nase, 1 Rache. Rache ist schnell gegangen. Dann beim ersten Mal Nasenabstrich, das ist einfach so unangenehm gewesen, weil eine Frau, hat es mir in die Nase hingedrückt und dann hat sie es angefangen umzudrehen, oder? Und dann Ja. hat es angefangen zu brennen, aber nicht so brennen, dass es gross weh gemacht hätte, aber es hat mir einfach Tränen ins rechte Auge genommen aufgeschickt. Ja. Und es hat mich so gestresst, weil mein linke ist furztrocken war und mein rechte einfach überbefürchtet. Ja, aber das war bei mir auch so gewesen. Das ist aber einfach so, wie, das ist so eine Stelle, wo halt niemand irgendwie anlenkt und so, und dann ist das halt so. Aber
Also ich habe jetzt überhaupt kein Problem gefunden, ganz ehrlich. Also, Ja, also, also wenn du so die Videos siehst auf YouTube, wie die in den Autos sind und so irgendwie, es wird kaum mit die Nase reingesteckt, müssen sie gerade irgendwie anders hinsitzen. Oh. Ich denke so, Junge, was, also Drama meine Queen. Schwester hat eben auch schlechte Erfahrungen gemacht. Sie war auch in der Apotheke gewesen. Und dort hat es ihr wirklich richtig weh. Also sie hat wirklich geschrauen, weil es irgendwie die eine Apothekerin halt hart nicht gecheckt hat. Und nachher ist noch eine andere Apothekerin gekommen, die hat es dann auch irgendwie nicht so richtig angebracht. Sie hat auch wieder Schmerzen gehabt, der Test haben sie auch wieder nicht können brauchen. Und dann ist dann der Chef gekommen und der hat es super gemacht. Sie hat keine Schmerzen gehabt, aber halt die ersten beiden haben wirklich richtig weh getan. Sie haben dann zur Ausrede gebracht, ja, das ist jetzt, weil da die Schleimhäute vielleicht geschwollen sind und so, aber ja. Ja, gut, dann. Meine Mutter arbeitet ja auch in einer Apotheke. Und sie sind jetzt hart am schauen, wie sie es machen wollen, wegen diesen Corona-Tests, weil sie wollen, also sie haben noch nicht damit angefangen, sie anzubieten. Andere in der Umgebung schon. Aber es ist eben hure eng wie ihnen. Es ist schon riskant, dass Leute überhaupt reinkommen. Sie wollen es jetzt irgendwie draussen machen, aber ich meine, draussen im Kalten kannst du es auch nicht machen. Also bei der Apotheke, wo ich war, ich bin in Seean. Die haben es verdammt schlau gemacht, die haben quasi wie so einen Holzanbau, so einfach so Pisswaggröße, what the fuck, einfach so, so weißt du, so die uralte Scheisseklo so aus Holz, so in dieser Größe haben sie einfach hinten ein Loch in die Wand gemacht, dort eine Tür rein und dort hinten dran so eine Holzkiste dran, wo die Leute von außen reingelaufen kommen, sich dann dort innen ansetzen und dann bist du quasi wie direkt neben einem Fenster, wo sie halt so sind. Und dann setzt du dich dort halt auf den Stuhl und sie lenken dann halt von dem Fenster über zu dir. Und das ist halt eigentlich, ja, ist meiner Meinung nach logistikmäßig hure gescheit, weil das Fenster machst du wieder zu. Es ist einfach ganz ein kleiner Raum, wo die Leute drin sind. Und sie kommen von außen und laufen nicht irgendwie rein durch die Apotheke durch oder so. Also voll chillig. Ja, das müssen sie noch irgendwie abklären. Ich habe mir gerade überlegt, wenn in der Schule so Corona-Tests möglich wären. Das wäre ja nicht schlecht, aber ich will nicht, dass eine Lehrperson mir das in die Nase steckt. Nein. So fest vertraue ich denen nämlich nicht. Also, der Biolehrer würde ich vertrauen, aber dem Rest nicht. Genau. Sie würden es wahrscheinlich genauso gut können wie alle anderen Lehrer, aber das ist mir eigentlich egal. Ja, und du siehst, wie der Ralf kommt. Ich mach's. Boah! Und dann mit Hammer und Meisel und rammt dir den Scheiß in deine Nase rein. Bist du tot danach? Ui, da kommst du noch in die Nase wieder raus, Mann. Ja. Das wäre richtig brutal. Corona-Tests. Ey, das Bild musst du mir vorstellen. Dann würde ich wählen, dass die Lehrpersonen es vormachen. Sie soll als Versuchskaninchen sein. Ja, der wird das so richtig ausnutzen und so extra Schmerzen zu bereiten. So, Ja. immer mit dem Scheißteil zweimal rumdrehen und nicht wieder raus. Ja, und einfach konstant am Kommentieren. So, er ist einfach nicht still, einfach die ganze Zeit mit dir am Reden. Ja, schwör. Bitte hör einfach auf. Oh, Junge. Aber weißt du, wie viele Leute Corona schon an der Schule hatten? Und wir haben es einfach nicht gemerkt. Ich meine, meine Schwester hat es ja auch gehabt und sie hat einfach keine Symptome gehabt. Ja. Also da bist du so, ja, es könnte die Hälfte von der Schule angesteckt sein, wir wissen es einfach nicht. Ja. Ja. Ja, ich habe ganz oft von Leuten gehört, die irgendwie auch einen Abend lang mit Personen im Zimmer gesessen sind, im gleichen Zimmer. Wirklich einen ganzen Abend lang, so 3-4 Stunden. Und die Person ist dann, glaube ich, irgendwie einen Tag später positiv oder 2 Tage später positiv getestet worden. Und die Person hat bis heute noch nichts. Also sie ist sich testen gegangen, ist negativ gewesen. Und Oder- hat bis heute noch kein Symptom. Ja, also meine Schwester, also ich meine, sie ist halt, wir hatten ja einen Freund. Ja. Und sie knutscht halt auch rum. Ja. Und er war negativ gewesen. Was? Das ist die fetteste Überraschung am Ganzen. Er war einfach negativ gewesen. Bruh. Ich meine, ja, es kann schon sein, vielleicht hat sie einfach, keine Ahnung, so wenig oder so schwach, auch noch von einem Virus verwünscht. What the aber- fuck? Ich weiss Oder nicht, ihre aber Freund ist eine Maschine, der ist fix immun auf Corona und weiss es einfach nicht, Mann. hat es wahrscheinlich schon gehabt. Was denkst du, von wem sie es hat?
Schü, das ist voll wild, Alter. Eigentlich hat es er gehabt, aber er hat keine Symptome gehabt. Hat es an deine Schwester weitergegeben, die hat kaum Symptome gehabt, ist sich dann testen gegangen, ist positiv getestet worden. Und Raul, du Genius. Das wär's jetzt noch. Das ist einfach vorbei. Ja. Aber ich kann kaum warten, bis Corona vorbei ist. Ich weiss nicht mal, willst du deinen 18. eigentlich noch feiern, falls du nicht feiern kannst, Ende Nein. Jahr? Oder willst du noch überhaupt feiern? Also, Weil es ist halt der 18. Das ist schon... es ist der 18. Ich habe mir eigentlich vorgenommen, für den 18. so meine erste richtige Party zu machen. Aber schau, das Problem ist am Partyplanen, und das ist immer das Gleiche. Wenn du eine Party machst, dann musst du logischerweise Leute einladen. Aber du kannst nicht alle Leute einladen, mit denen du irgendwann mal Kontakt gehabt hast. Das heisst, du musst aussortieren. Wer habe ich gern, mit wem habe ich am meisten Kontakt, wer möchte ich einladen, wer möchte ich nicht einladen. Und das Problem ist, egal wie du etwas machen willst und egal wer du einladen wirst oder wer nicht, es werden mindestens 5 Leute dir schreiben, ey, wieso hast du mich nicht eingeladen, was soll das, sind wir nicht Best Friends oder was auch immer. Ja. Und auf diese verdammten Diskussionen mich ständig rechtfertigen müssen, auf das habe ich einfach keinen Bock. Deswegen habe ich auch bisher nie eine Geburtstagsparty gemacht, sondern einfach meine 2 Bros eingeladen, Kuna, Janis, Grüß gehen raus an dieser Stelle. Wir sind meistens ins Kino gegangen, haben uns etwas aus dem Starbucks, Mac oder was weiß ich irgendwie geholt. Sind bowlen oder so, oder zuerst einen Film und dann bowlen oder was weiß ich, nur bowlen und so. Das war die geilste Abend gewesen. Und dann sind keine Mädchen gekommen, sowieso nicht, weil es klar war, es ist ein Jungsabend und alle anderen haben auch nicht irgendwie müssen stimmen, weil es klar ist, es ist jedes Mal nur mit diesen 2 und fertig. Aber ja, darum muss ich schauen. Es ist halt wirklich so, ja, wer lädt ein, wer nicht. Das ist so. Ja gut, das Problem kenne ich. Ja. Und ich weiss voll, was du meinst. Aber ich habe mir jetzt überlegt, ob ich einfach in kleinen Grüppli ein bisschen Corona-konformer feiern will. Ich meine, grosse Partys habe ich gerne, aber selber organisieren will ich nicht. Ich bin einfach mega faul, ich weiss. Aber so in kleinen Grüppli, so 4er, vielleicht 5er Grüppli. Und dann machst du halt wie mehrere kleine Feste. Aber ich meine jetzt nicht so richtig jedes Mal stürzen oder so. Sondern einfach so ein bisschen eben einen chilligen Abend oder irgendwie bowlen oder so. Yeah. Ich meine, das Bowlingcenter in Aarau ist richtig chillig. Ja, das ist... Und also, gut, Getränke und so sind zwar überteuert, aber du kannst aber auch 4D Minigolf und aber so. es ist dafür so schwer günstig. Also für eine Bahn musst du, glaube ich, 70 Franken zahlen. Also das kannst du wirklich nicht. Ja, es ist schon geil. Ich will wieder mal gehen. Oder Billard spielen, das ist auch richtig geil. Das kannst du nicht auch machen, ja? Das ist auch verdammt geil. Billard ist auch nice, Alter. Ich glaube, dort kann man doch auch 4D Minigolfen. Hä? 4D Minigolfen. Weiss ich nicht. Das ist einfach so schwarz, ich glaube, das möchte ich auch mal machen. Ich bin so schlecht im Golfen im Fall, das glaubst du gar nicht. Ich war dort letztes Mal, also Minigolfen, ich bin noch nie richtig golfen. Und ich hatte 10 Anläufe gehabt, bis ich den Ball überhaupt getroffen habe. Das war so traurig. Ich habe ausgeholt geschlagen verfehlt. Ausgeholt geschlagen verfehlt. Und ich weiss einfach, ich darf nichts in Sachen Sport machen, wo irgendein Ball dabei ist. So, dann weiss ich schon mal, was ich als nächstes mache. Ja, wir gehen zusammen Ja, Minigolfen. Kritisch wird's. Und ich filme alles. Einfach weil ich es kann. Also mach, weisst du, ich akzeptiere es. Oder gut Dingseln, das wäre auch Dingseln. Wow. Wie heisst es? Lasertag, das wäre auch lustig wieder mal. Das finde ich scheiße. Paintball oder Airsoft ist viel geiler. Du musst schon spüren, wenn du drauf verbunden bist. Ja gut, das stimmt schon. Vor allem, es ist halt einfach brutal teuer. Es ist viel zu beteuern. Eine Viertelstunde kostet 100 Franken, glaube ich. Und dann bist du einfach so, nee, sorry. Aber wenn du jetzt in so einen Shop gehst, ins Bowling-Center oder auch in ein neues Restaurant, so schaust du, wenn du dort hingehst, so auf die Bewertung von diesen Sachen. Oder nicht? Also so, wenn du dort hingehst. Oder gehst einfach mal und schaust, wie es ist. Also du kannst also, wenn du irgendwie so das Rest eingehst oder so das Bowling-Center eingehst, gibt es ja bei Google immer so die Sternebewertung darunter. Gut, also, schaust du da drauf? Oder, also, das kommt mega drauf an, wenn du jetzt so bist, okay, ich will bowlen. Ja. Dann google ich erst mal, wo gibt es Bowling-Center. Und wenn jetzt, also eben in Aarau gibt es eins und sonst wüsste ich nicht wo, dann gehe ich logischerweise einfach auf Aarau. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, wenn du bestellst, dann schaue ich drauf. Also Essen zum Beispiel. So, okay, der hat gute Kritik vom Essen, das bestelle ich. Aber sonst, wenn du jetzt zum Beispiel in einer Altstadt bist oder so,
dann schaue ich nicht auf Bewertungen, sondern ich laufe eher einfach an dem Restaurant vorbei. Und zum einen kommt es verdammt darauf an, wie es aussieht. Also wenn es so aussieht, wie es hat einfach die billigsten, dreckigen Plastikstühle und es sieht einfach verdammt schmuddelig und so aus, dann gehe ich eher halt nicht dort rein. Weil das macht, ich meine, ja, das ist glaube ich selbsterklärend. Aber wenn es jetzt halt einfach ein bisschen besser aussieht und das Essen macht man kann, dann gehe ich halt dort hin, oder? Dann schaue ich nicht gross auf Bewertungen. Dann könnte die Bewertung ja auch scheiße sein, aber ich gehe gleich dort hin. Vor allem meistens ist es einfach der Service, der scheiße ist. Also in den weniger guten Restaurants habe ich das Gefühl. Und also grundsätzlich schaust du drauf, aber wenn du so gerade irgendwie so spontan irgendwann gehst, dann schaust du eher so, wie es von außen aussieht, jetzt ohne auf die Bewertung zu schauen. Also auch wenn du in die Stadt fährst oder so, ich schaue nicht davor, okay, dort und dort können wir essen, das sieht, also hat eine gute Bewertung. Sondern es ist viel mehr, okay, wir sind jetzt da und da, schauen wir mal um, was es hat. Und Also- schreibst du dann Bewertungen, wenn du in einem Rest bist? Ui. Ah, wirklich? Nein. Ah. Ich habe gerade voll irgendwie keine Ahnung abgehakt. Nein. Also Restaurant, nein, habe ich noch nie. Also Yelp und so meinst du, oder? Was? Yelp und so, all das Zeug. Was für Zeug? Yelp, das ist so zum Bewertungen schreiben. Nein, ich meine einfach auf Google. Du kannst einfach Ja, ja, es ist, glaube ich, weißt, ich sage einfach nichts mehr. What the fuck? Also keine Ahnung, bin jetzt halt auch schon länger nicht mehr in ein Restaurant gegangen und so. Einfach wegen Corona und Geldmangel und so. Ja. Ja. Also, ich weiss nicht, wie ist es bei dir? Bist du so voll der Kritiker da? Ja, Also- dein Cordon Bleu ist ein bisschen untergekocht oder Nein. frittiert oder was auch immer. Also ich meine, wir gehen mit der Familie vielleicht 1 bis maximum 2 Mal im Jahr ins Resti. Im Jahr. Und jetzt zu Corona sowieso nicht, weil alles zu hat. Und dann gehen wir meistens einfach dort, wo wir es kennen oder wo uns empfohlen worden ist per Mundpropaganda oder so. Oder wo wir einfach ja, halt eben schon gewesen sind und es mega geil war. Aber sonst schaue ich eigentlich schon auf Bewertungen. Ja. Also auch generell. Also jetzt zum Beispiel auch bei irgendwelchen Physio-Sachen oder Chiropraktiker-Läden, da schaue ich immer auf die Bewertung von Google. Also zum Beispiel Aha, ja, gut. so zum Bewerbung anschicken vom Praktikum habe ich dort dann auch bin ich auch auf Google gegangen und habe nicht auch so Sternenbewertungen angeschaut und so. Und dann habe ich halt so eine gesehen, ja, wo gesagt hat, ja, er ist ein mega unsympathischer Typ, wo halt mehrere das geschrieben haben, dass der Typ mega unsympathisch ist. Und ich dachte, ja, nein, dort meine Praktikumsbewerbung anschicken, ja, nicht so geil. Dann habe ich halt einen anderen genommen, der mega viele Bewertungen hat und auch sehr gute. Und hast du eigentlich bis jetzt schon Praktikumsstelle? Nein! Das Ding, ich muss die Antwort haben, ob das Praktikum überhaupt stattfindet. Ja. Ich muss es echt haben, weil ich habe gar nichts. Es ist, aber du kannst in dieser Zeit bringst du es auch sowieso nicht mehr. Also, das Ding ist im Spital, wo wir eigentlich gedacht haben, dass das die Stelle ist, wo der garantiert etwas wieder geben kannst du es komplett vergessen, weil die bevorzugen nur aus dem Vorbereitungspraktikum fürs Studium, also auf die 6-monatige FMS und andere Leute. Also die nehmen uns garantiert nicht. Ich habe von den meisten gar nicht mal eine Antwort bekommen. Sogar von denen, wo ich selber persönlich zu ihnen hergelaufen bin und ihnen das Auge in Auge in die Hand gedrückt habe, von denen habe ich auch nichts gehört. Obwohl sie gesagt haben, sie melden sich. Ja, und jetzt kann man sagen, ja, du musst anrufen, aber nein, wenn sie sagen, gut, wir melden uns, dann warte ich halt, bis sie sich melden und dann muss ich nicht stürmen. Und, Ja gut, das Ding ist vor allem, wenn sie mega lange nicht antworten oder so, dann sind die Chancen recht groß, dass sie keine Absagen. Zeit haben oder so. Ja. Ja, und bei den meisten, die ich halt gefragt habe, hat es geheißen, nein. Und dann habe ich halt noch in die Psychiatrie eine Anfrage gestellt. Und die haben dann einfach irgendwie so offizielle Schnuppertage, die aber überhaupt nicht mit meinem Datum übereinstimmen, die auch nur 4 Tage sind. Und ich denke dann, ja, bro, wenn ich nicht fähig dazu bin, eine Person noch bei denen ein Praktikum zu machen, wenn es nicht offiziell sein muss, dann ja, tut es mir leid, aber das bringt mir einen absoluten Bullshit. Also die mir zurückgeschrieben haben, haben Absagen verteilt. Und die nicht zurückgeschrieben haben, von denen weiss ich bis heute noch nicht, logischerweise. Also ich meine halt, mit Corona, es wird halt niemand entweder nehmen aus Prinzip oder auch nur, also weißt, sagen, ja, wir nehmen dich und dann schlussendlich sagen, ja, nein.
doch, also Ja. können doch nicht, oder? Das ist halt schon, wir sind so zu einem dummen Zeitpunkt jetzt da gelandet irgendwie. Ja. Ich hoffe Und einfach, der Scheiß ist um bis im letzten Jahr, wenn wir dann das 6-monatige machen. Und das Ding ist halt, wenn sie jetzt irgendwie kommen, ich meine, die Frau Berufsberatung da, Ja. ich weiß nicht, wie sie heisst, hat ja auch gesagt, so, ja, wenn sie nichts finden, dann bringen wir schon etwas, dann müssen sie halt in der Migros oder so arbeiten. Das Sorry, aber ist- für das bin ich nicht da. Ja. Ich gehe nicht ins Migros, gehe irgendwie ein Regal auffüllen. Ich hab meinen Eltern schon gesagt, das ist ja der einzige Vorteil, dass mein Vater eine eigene Firma hat. Wenn es so weit kommt, dass sie sagen, wir müssen trotzdem ein Praktikum machen, dann weiss ich ganz genau, ich will in keinem Gesundheitsberuf mehr etwas finden. Dann gehe ich einfach die scheiß 3 Wochen bei meinem Vater arbeiten als mit Ferienjobgeld. Weißt du, also... Ja, mir hat glaub, schon mal mein Onkel gesagt, ich könnte schon eventuell zu ihm gehen. Es wäre halt Optiker. Ich kenne den Beruf halt schon ein bisschen, wegen der Lehre. Ja. Das heisst aber auch, ich könnte auch wirklich ein bisschen mehr mithelfen. Also im Sinne von, ich könnte auch die Wenigstens- Leute ja, eigentlich wenigstens etwas empfangen, machen ein oder bisschen so. bedienen. Ja. Ja. Und vor allem, ich fände es eigentlich gar nicht, ich meine, ich habe den Optikerberuf nicht gerne gehabt, ich habe es eigentlich noch gerne gehabt. Einfach dort, wo Die ich Leute. war, ist wirklich, das ist, nein, ist nichts gewesen. Ich finde es, ja, I mean, jetzt musst du schauen, jetzt schlussendlich nach FMS und allem werde ich gleich Optiker, ich sehe es schon kommen. Also einfach das Höhere. Ja. Wie heißt das? Optometrist, Optomatiker, irgendwie so. Ja, und wir haben es fast verpasst, aber wir sind jetzt schon bei 46 Minuten 30. Du weißt, was das heisst? Hoch. Yes. Yes! Der Fragengenerator. Ja, okay, ist glaube gut. Okay. so voll, Jedes Mal müssen wir immer so. Wie lange müssen wir jetzt unsere Fresse geben, dass der Jingle um ist? wie lange geht es eigentlich? Der Jingle eigentlich sind so... Es sind nur ein paar wenige Sekunden, oder? Ja, Ich has er Gefühl- geht etwa. Ich muss gerade schauen. 4, wait. 5, maybe. Oh fuck, falsches Ding. Und dann Er können wir geht. jetzt Wie viel schätzt du, wie lange geht er? 5 Sekunden. 5. Er geht. Hä, wo ist der? Da. Oh, holy shit. Er geht von 33 Minuten 13,3 bis. Oh, Alter, ich habe so weit reingezoomt. Wait, ich muss das da. So, er geht. 33. Er geht. Was hast du gesagt? 5 Sekunden. 5 Sekunden. Das ist 13, 14, Uff, 15, ist das so lang? 16. Er ist 3 Sekunden. Etwa. Ah. Und wir immer Bi- so 15 bisschen Sekunden mehr. einfach die Fresse haben und anhocken. Aber ist so, wir haben. Ja, aber ey, Fragengenerator. Das heisst, ich spin mal eine Runde da, hä? Also. Ich glaube, wir müssen das irgendwann mal so ein Drehgeräusch von so einem Ding aufnehmen und das dann immer einfügen, sonst ist es hart langweilig. Aber ich mache das da. Ist Musik fantasievoll? Very much. Ja, logisch. I mean, ja, Bro, du musst ja. Fantasie haben zum Musik machen. Ja, es ist vollpackt mit Fantasie. Musik ist ja dazu da, um eine Story zu erzählen, ohne dass du die Story erzählst. Also jetzt bei lyriclosen Liedern. Also, ja. Ja. Ja, was Im gibt es noch mehr Sinne dazu sagen? einfach Nicht erklärt. wirklich viel. Es gibt so, eben sind wir wieder beim Hans Zimmer, beim Displat, wo einfach die meiner Meinung nach besten Filmkomponisten sind, wo du die Lieder kannst auf Spotify lassen und du hast instant das Gefühl, du bist in einem Film drin und siehst Bilder vor dir. Das sind dann einfach die Leute, die wissen, was gut ist. Das heisst, Musik ist fantasievoll, wenn du es kannst lassen und dich in die Situation einfühlst. Ich meine, ja. Apropos Hans Zimmer, ich habe endlich Inception geschaut. Ah, Das ist Und? ein geiler Film. Aber am Ende bist du so, halt mal, wieso ist er jetzt noch in einem... Also, ich weiß nicht, wie ich Ja. das sagen darf, aber wieso ist er jetzt noch... ja, Ja. ist wirklich so. Wieso, Hä? ja. Was habe ich verpasst? Es ist, ja, es ist hure, das Ende ist eigentlich hure traurig, Alter. Das ist einfach, aber ja. Aber, das ist- oder du weißt es halt nicht, ob der Kreisel aufdrehen oder nicht, aber halt das letzte Bild ist halt, dass er weiterdreht, so, das ist halt, Da bist du ja auch in dem Fall. ja. Aber gut, ich spin mal eine Runde weiter, hä? Yes. Okay.
Also. Es wird immer schlimmer. Hey, nein, also, ist Trauer geil? Mega. Das ist jetzt so widersprüchlich wie schon irgendetwas. Was? Ja, Ralf, findest du Trauer geil? Mega, das ist das Beste auf dieser Welt. Hä, was ist das für eine Frage? Das ist so, ja, voll. Ich meine, wer findet es nicht cool zu trauern? Dann Ja. Also ich meine, es ist wichtig zu trauern können, nach einem zum Beispiel Verlust von einer wichtigen Person. Aber geil ist es sicher nicht. Also ich meine, Trauer heisst immer, dass irgendetwas Schlimmes passiert ist. Und wenn etwas Schlimmes passiert, dann ist es nicht wirklich geil. ja, dem ist so. Okay. Machen wir mal weiter, oder? Yes. Machst du die geile Geräusche? Komm, hau raus. Pratatata. I'm in the ghetto. I'm in the ghetto. Ist Meditation gesund? Oh, Alter, die einzige Frage, die grammatikalisch sogar noch Sinn macht. Ich glaube, es gibt auch eine Dokumentation, wo bei einem Mönch irgendwie sein Gehirn untersucht wird, währenddessen er meditiert. Ist es nicht bei den Ägyptern oder so gewesen? Haben die nicht irgendwie so lebendige Operationen durchgeführt? Keine Ahnung, also die Ägypter haben bei der Mumifikation einfach das Gehirn entfernt. Ja, schon. I mean, keine Ahnung, aber so, es war ein buddhistischer Mönch gewesen, einfach, wo sie Ja, dann gut, so die untersucht Typen sind- haben. Die Typen sind sowieso krank, Alter. Was die alles mit ihrem... Also das ist wirklich... Das finde ich so eindrücklich. Was die alle... Also die machen ihren Körper... Die machen ihren Körper wirklich zu so einer absoluten Maschine nur mit dem Kern. Also die können das so... Ich finde das so geil. Vor allem, es hat doch, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber wenn du dich mumifizierst, währenddessen du noch lebst. Das haben teils buddhistische Mönche das gemacht. Ich bin mir nicht ganz sicher, halt irgendwo China, maybe? Südchina, so dort oben habe ich gemeint. Ja, vermutlich schon, ja. Und die haben dann so einen giftigen Tee getrunken gehabt und so ganz eintöniges Essen irgendwie. Dass einfach das, weißt, das Fleisch nicht zergeht, weil damit es giftig ist, dass irgendwelche Insekten oder so es essen könnten und dass du eigentlich wie austrocknest. Die haben das, glaube ich, eigentlich einfach so lange gemacht, bis sie gestorben sind. Dann haben sie einfach in diesen Löchern, wo sie gestorben sind, also die sind häufig in so Höhlen drin irgendwie, einfach zugemauert und als Grab abgestempelt. What the fuck? Das ist richtig krank. Es ist hure interessant, aber das ist mega krank. Also, Also, Bro, stell dir vor, wie der hätte leiden müssen. und zwar irgendwie, ich glaube, die Begründung war irgendwie, dass man so Erleuchtung sofort erlangt, weißt, ohne dass man noch mehr hätte müssen meditieren oder mehrere Leben muss leben. Bro. Irgendwie so etwas war, glaube ich, die Begründung gewesen. Ich weiss einfach, ich habe das gesehen und dachte, yo, what the fuck. Heftig. Aber nein, ich glaube auch, also Meditation ist glaube sehr, sehr gesund. Also es machen ja mega viele Leute. Man ist einfach so, man rutscht einfach wirklich komplett, wenn man es gut kann, komplett aus dem Alltag raus. Ist wie so in einer Art von Trance drin. Ja. Es geht doch so ums nicht oder nicht denken, oder? Glaube ich. Ich glaube es, ja. Ich kann das so nicht im Fall. Ich auch nicht. Das Ding ist, wenn ich so bin, okay, jetzt an nichts denken, dann denke ich daran, dass ich nichts denken muss. Und dann denke ich an das und dann geht es immer so weiter. Ja. Das Denken der Gedanken ist gedankenloses Denken. Wenn ich denke, dass ich denke, dann denke ich eigentlich nie, also ich denke nie. Oder irgendwie so geht der. Genau. Es geht immer so weiter und du bist, was? Ich wollte den Spruch jetzt da googeln. Das Denken der Gedanken, oder irgendwie so heisst der. Warte schnell. Der ist einfach die Legende. Also, denke nie gedacht zu haben, denn das Denken der Gedanken ist gedankenloses Denken. Denn wenn du denkst, dann denkst du nur, du denkst, aber richtig denken tust du nie. Easy. Wieso nicht? Okay, machen wir mal weiter. He? Yes. Nächstes Bin. Ist ein Leben nach dem Tod überflüssig? Ich meine, ist das Leben sonst nicht sogar schon überflüssig? Fragen wir es doch mal so. Das hätte jetzt gerade von so einem kleinen Kindergarten kommen. Nein, also keine Ahnung, aber ich habe das Gefühl, das geht jetzt voll drauf raus, auf den Sinn des Lebens.
Und keine Ahnung, aber meine Antwort darauf ist, es gibt keinen. Du bist einfach da, mach das Beste daraus und fertig. Jetzt komme ich, Achtung, jetzt wird es extrem poetisch. Ui. Der Sinn vom Leben ist das Leben selbst. Okay. Erklär mal. Was soll ich das erklären, Bro? Ich habe das irgendwann mal gegoogelt. Was steht jetzt, dass ich das erkläre? Ich weiß doch nicht. Siehst du, wie wir im Deutsch irgendwie so etwas Poetisches machen müssen? Jetzt mit diesen Kurzdichten hier. Haikus. Ja, boah. Haikus, alle. Das ist 575. Das ist das Einzige, was mir von dem geblieben ist, alle. Gott verdammt. Nein, aber also, ich meine, ja, keine Ahnung, von der Biologie aus kann man sagen, ja, der Sinn vom Leben ist Fortpflanzung. Aber was bringt das schlussendlich? Also, weißt du, was ich meine? Ja. Also, ich meine, das Leben nach dem Tod. Ist ein schöner Gedanke, ist überflüssig vielleicht. Mhm. Ja. Bro, was laberst du? Ich komme gerade nicht mit. That's too much for my brain. Too much for my brain. Yes. Yes. Okay, ich spin einfach mal weiter, sonst kommt das Ist nicht eine gut. gute Idee. Also, komm, du bist wieder dran mit dem tollen Spin-Geräusch. Lass dir mal etwas Neues einfallen. Roll. Ich habe doch keine Ahnung, Junge. Hey, das müssen wir fast so endlich hintereinander so abspielen lassen. Eine ganze Stunde. Roll. Also, was haben wir? Die letzte Frage. Ist Sport grosses Kino? Also wenn man das jetzt so direkt auf so Fernsehen und so überträgt, für mich persönlich nicht. Das Einzige, was akzeptabel ist zum Schauen, sind Skirennen. Finde ich. Aber wenn jetzt zum Beispiel Fußball oder so, ich verstehe ihn nicht. Ja. Also, ich interpretiere die Frage anders. Und zwar, ist Sport grosses Kino im Sinne von, wird es viel übertragen und wird es als wäre es so ein fetter Blockbuster oft geschaut? Und da ist meine Frage ganz klar, ja. Ja, das ist so. Also, Ich meine, wie viele Leute schauen irgendwie, also die ganze Skisport, Fußball und alles, was irgendwie im Fernsehen übertragen wird. Das ist einfach... Aber ich finde Also- es mega, was ich einfach mega schade finde, dass es gibt irgendwie so ein paar Sportarten, die übertragen werden. Ja. Aber halt so viele Sportarten, die mich extrem interessieren, werden nicht übertragen. So zum Beispiel Badminton oder so. Oder jetzt Volleyball Oder habe ich jetzt auch noch nie Auf gesehen jeden im Fall Fernsehen. nicht so gross. Immer so in kleineren Sendern oder so. Irgendwie. Ja, aber die wo niemand in der Schweiz hat. Ja. Weißt du, ja, lol, oder? Gott ich- verdammt. Ich finde, Volleyball ist eigentlich noch lustig zum Zuschauen. Also vor allem, wenn es irgendjemand ins Gesicht bekommt oder so. Das eine Video von dem Typ, der 5-mal hintereinander Bälle nicht fressen Ja. kann. Das ist einfach das Geilste an Volleyball. Du siehst, wie die Leute etwas in die Fresse bekommen. Aber das mit Abstand das geilste Video, was es gibt. Ja, also ich finde so zum Beispiel Golf. Das wäre für mich persönlich einfach zu langweilig, weil ich also keinen Ja, ja. persönlichen Bezug dazu machen. Also ich meine, ich bin noch nie Golf spielen. Es macht mich auch nicht ganz so gross an. Das ist halt so, ja, okay, er hat die 2 Schläge ins Loch getroffen. Also Ja. weißt, gut, ich kann das auch nicht mit Fußball machen, aber das ist halt einfach Ballsport. Ja. Ist es so. Eben. Und Badminton habe ich selber gespielt. Ich würde auch gerne mal Judo-Olympia schauen, aber das wird irgendwie hart nicht übertragen. Also, musst du immer auf YouTube schauen. Ja, oder auch so Kung-Fu-Weltmeisterschaften und so. Ja, genau. Die werden dann Tai nie Chi. gross da übertragen. Ja, Tai Chi. Nein, wirklich fast nie. Da wissen ja, okay, da ist halt YouTube. Ja. Ja. Hat es noch eine Frage? Nein, wir haben 5-mal gespinnt. Ah, Aber ich habe eine Frage. okay. Hast du auf deinem Handy irgend so eine App, wo du überhaupt nicht brauchst, aber sie auch überhaupt nicht gelöscht hast oder sie löschen willst?
Ich meine, ich habe mega viele Apps, die ich nie mehr gebraucht habe. Wie zum Beispiel iMovie, dann Bücher, Pages, iTunes U. Ich weiß nicht mal, was das ist. Also, ich kenne mich voll mit meinem Handy aus, oder? Ja, perfekt. Und ja, also keine Ahnung, Apps, wo ich nicht... Ich habe eine Health-App drauf. Aber weißt du, als ob ich die brauchen würde. Es ist mega traurig, aber träum weiter. Ja. Und du? Also, Jetzt kommt's. also ich habe natürlich einfach von Samsung aus auch so eine bescheuerte Samsung Health App drauf, aber ich habe sie deaktiviert, dass es einfach, weil ich sie nicht deinstallieren kann. Also das ist eigentlich das Gleiche. Aber was habe ich drauf, was ich überhaupt nicht brauche? Ich habe so ein... Das ist mega geil eigentlich, das müssen wir glaube mal zusammen spielen. Vielleicht sogar im Podcast, das wäre auch mal lustig. Und zwar Werwolf Online. Eigentlich Werwolf kannst du online so Werwölfeln, aber es hat viel, viel mehr Karten, wie beim originalen Werwolf, wo richtig geiles Zeug kannst machen. Und du bist dann halt so auf deutschen Server oder so und kannst dann halt wirklich mit denen zusammen schreiben und so und dann halt herausfinden, wer der Werwolf ist. Also es ist genau wie der Werwolf und so. Aber es ist so geil. Und ich habe das halt mal in der Bets eine Zeit lang mit meinem Kollegen zusammengesucht, weil du kannst auch mit Kollegen zusammenspielen, oder? Und seither habe ich es nicht mehr gelöscht, weil ich irgendwie immer so alle Schaltjahre mal wieder reinschaue. So, mal wieder eine Runde spielen, einfach weil es wirklich so fun ist. Aber ja, das ist so die App. Und habe ich noch etwas anderes? Nein, PUBG und COD habe ich gelöscht. Eigentlich könnten wir wirklich mal auch, also ich meine, wir können auch noch andere Leute gut dazuziehen. So Spiele spielen, wie eben zum Beispiel jetzt das Werwölfe oder auch Among Us oder so. Gut, Ja. Among Us müssen wir zum Beispiel vielleicht aufnehmen. Eher. Müssen wir noch sehen, ja. Das wäre dann etwas für so ein YouTube-Special. Aber ja, Leute, schreibt das mal, wenn ihr Bock auf so einen Scheiß habt. Also das ist übrigens sehr überraschend. Also, haben schon vor allem mehr, haben extrem viele Leute schon auf Insta geschrieben, sie hätten mal Lust, bei einer Folge Lauch und Locker dabei gewesen. Also extrem viele Leute, es sind sicher irgendwie so 4, 5, 6 Leute gewesen. Also ich meine, es wird jetzt dann, wann haben wir die erste Folge gemacht mit einem Gast? Ich glaube, das war Hochintelligenz-Exemplar, das müsste Folge 3 gewesen sein. Das heisst, theoretisch wäre eigentlich, wenn wir jede 5. Folge machen, wäre eigentlich heute eine Gastfolge gewesen, hoch. Aber abgesehen von dem können wir ja vielleicht irgendwie die nächste Folge mal so eine Gastfolge machen, also mal einen einladen, mit dem irgendwie so ein bisschen spannende Sachen machen. Voll. Das wäre vielleicht mal cool. Und vielleicht könnten die Leute ja auch Empfehlungen geben für Spiele, die wir eben für so ein Special spielen können. Ja, oder wenn wir mal irgendwelche Spiele, so komplett behinderte Spiele sollen spielen mit einem Podcast oder so. Wenn es natürlich geht, natürlich auch Sachen, wo man nicht unbedingt irgendwie etwas sehen muss oder so. Das ist wahrscheinlich schwierig bei vielen Spielen, aber wäre mal lustig oder so. Können wir mal was überlegen. Das ist cool. Also ich meine, wegen dem Aufnehmen, es wird schon irgendwie gehen. Ich meine, Screen Record und so sollte schon gehen. Es ist halt einfach sehr viel Daten, habe ich das Gefühl. Also es Das braucht passt viel schon. Platz, aber irgendwie geht das schon. Es sollte genug Speicher haben. Hast du irgendetwas auf deinem Handy, was so andere hart geil finden? Also irgend so eine App, wo andere denken, boah, fuck, die muss mir instant auch abladen. Das glaube ich nicht, aber ich habe mal ein Hashtag Spiel gehabt, das viele cool gefunden haben. Und zwar Chicken Scream. Also weißt du, wo du einfach so ins Handy reinschreien musst, damit du so ein Huhn hast, wo so wie Flappy Bird auf eine Art, wo so Sachen rumkumpen musst, aber du musst schreien einfach. Also, Das ist doch mal lustig zum Spielen, so im Podcast. also du hörst es einfach umschreien. Du bist gerade Hure wie der Todd oder Toad von Dings und Super Mario. Ja, ich bin Synchronsprecher von dem, hast du nicht gewusst? Dum. Ja, also ich habe jetzt endlich mal ein neues Handy, das heisst Among Us sollte auch wieder funktionieren. Was? Welches hast du geholt? Das iPhone 12. Boah, was bist du für einen, Alter? Oh. Ich bin so, es ist wirklich Zeit geworden und jetzt habe ich ja eine Weitwinkelkamera. Ja. Und das ist schon lustig mit dem irgendwie, also Gell? so, der Vergleich, das finde ich toll. Ist cool. Yes, Cool ey, mit weißt. K-U-H-L. Cool. Was hast du auf dem Handy, wo so, ach, da muss ich jetzt haben? Ist, Im Fall, also, ich habe halt vor allem extrem viele Musiker-Apps.
Also, auch. ich bin ja seit der Sommerferien, wollte ich mir ja eigentlich FL Studio holen, Fruity Loops. Aber ich kann mir seit der FL Studio, seit der Sommerferien nicht leisten. Weil ich einfach immer wieder irgendwie andere Sachen dazwischen halt muss kaufen, wie halt zum Beispiel, weil mein Display kaputt ist oder so. Und ich bin seit der Sommerferien alles am Vorbereiten dafür, dass, wenn ich endlich FL Studio habe, dass ich dann geile Tracks, und wenn ich dann mal geile Tracks mache, dann dass ich die instant kann release und publishen und so ein Scheiß. Das heisst, ich habe halt sehr viele Apps, wie zum Beispiel Spotify for Artists, Amuse, mit dem so eine Host-Seite, mit dem man so seine Lieder kann hosten und verwalten und so ein Scheiß. Ich habe extrem viel so Tuner drauf und Taktgeber und so Genresucher und so Musiktheorie-Zeugs und alles Mögliche, wo halt hart wenig Leute jucken. Das habe ich auf dem Handy, was alle geil finden. Ey. Also ich meine, mit Musiktheorie kann ich wirklich auch nicht viel anfangen. Ja, eben. Ja, ich weiß nicht. Also es ist sicher cool, wenn man rauskommt. Ich habe eine App, Aber- die jeder haben sollte. GarageBand. Hä? Nein. Nein, nicht mit GarageBand. Nein, ich habe Skyline, falls ihr es jemand nicht kennt. Das ist schon geil. Kann man seinen Skipass einscannen, nachher sieht man genau, wie viele Höhenmeter, wie viele Pistenkilometer, wie viele Liftfahrten, wie viele Liftkilometer man zurückgelegt hat an einem Skitag. Aha. Richtiger Flex ist das. Habe ich vorher nicht gekannt, haben mir meine Kollegen gezeigt. Seither, ich liebe es. Richtig geil. Aber ein Flex ist da nicht wirklich. Das Du habe musst ich einfach drauf. Skifahren. Ich kann nichts Geiles drauf, Mann. Ganz ehrlich, ich bin so, ja. Nichts Geiles. Ja, also keine Ahnung. Also das Handy, ich meine, das meiste, was ich brauche, ist YouTube. Ja. Und danach kommt wahrscheinlich WhatsApp. Und ich meine, keine Ahnung, Social Media, ich bin echt kein Fan von Social Media. Ich brauche es nicht so gern. Wenn du mit mir schreibst, dann ist es in der Regel so, hey, wenn wir dann und dann etwas machen. Oder ich schreibe, hey, wenn wir dann und dann etwas machen, anstatt, hey, hast du das und was ich doch nicht... Ergibt das Sinn? Ich weiß nicht, was ich gerade erzähle. Aber einfach, ich schreibe nicht gern irgendwie. Und ja, also keine Ahnung, ich finde auch zum Beispiel Instagram ist total toxisch, Oh, wenn das Sinn das ergibt. Insta stresst mich jetzt aber auch, Alter. Seit sie jetzt den Scheiß mit diesen Reels oder wie die auch immer heißen, gebracht haben und nur den Shop, ein Insta-Shop. Kollege, verpiss dich, Mann. Auch du. Jetzt musst, wenn du auf dem Homebildschirm bist, musst du das oben rechts auf das hässliche Herz drücken, damit du zu deinen Like-Seiten kommst. Hey, es ist so hässlich, Mann. Ich habe mir wirklich zwischendurch, ich kann mir leid scheiß Instagram löschen wegen dem Keck. Das stresst mich Ja, einfach ich zu schwör. fest. Und das Ding ist halt, also private Accounts, ich habe ja einen privaten Account, aber ich tue nie Sachen dort drauf posten. Obwohl das wäre so das Ding, wo einfach in einen Scheiß reinfetzen kannst. Ja. Aber ich mache es einfach nicht. Er ist einfach so da und so, ja, auch in dem Fall. Aber es ist Ja. keine Ahnung, also ich bin jetzt in letzter Zeit nur auf Instagram, wenn ich währenddessen irgendein Hörbuch oder so höre. Also halt irgendetwas einfach zum noch nebenbei machen. Ja. Oder ich bin meistens auf einfach so auf Insta am durchscrollen, wenn irgendwie so ein Film ist und dann eine Werbung kommt oder so. So. Weil da brauchst du Ja. null Konzentration, aber es ist trotzdem irgendwie noch fresh. Ich schwöre. Da kommen immer so die Kochsachen oder so, bei mir zumindest. Ich so, easy. Ich koche zwar nie, aber fix. Nein, ich habe das aber auf TikTok. Habe ich extrem viel Köche abonniert, weil die so geile Tutorials machen, wie man so Sachen nachher kochen kann. Ist einfach geil. Oh, da kommt so 5-Minute-Crafts. Kennst du die? Ja, logisch. Aber Das ist einfach eins zu viel. aber die What the stressen mich fuck? hart. Die Kennst du den? Wo sie ist irgendwie so ein Cereal am Essen. Und mit dem Löffel, aber sie hebt ihn verkehrt um. ja. Und dann sie so, oh nein, ich kann es nicht essen, weil alles runterfällt. Sie nimmt einen Hammer und schlägt ihn ein. Dass er einfach in die andere Richtung gebogen ist. Aber verstehst du, was ich meine? Ja, aber what the fuck? Also es ist einfach so, Eben, also... was? Die ersten paar Videos von 5 Minutes Craft sind chillig, aber jetzt tun sie einfach irgendwie aus Krampf versuchen, irgend so einen beschissenen Lifehack rauszufinden, aber er ist so scheiße. Du bist so, was los diese? Also ja, es geht mit denen richtig abwärts, habe ich das Gefühl. Es gibt so viele Reaction-Videos zu denen, wie das einfach bekloppt ist. Oder Ja. also, die machen ja so zu Seifen
wie man selber Seife, weißt Honigseife und so Zeug und Sachen. Ja. Und das Ding ist halt, ich habe ein Video gesehen von einer, die professionell Seife macht. Sie hat gesagt, nichts von dem, was sie gemacht haben, würde funktionieren oder so aussehen. Weil, ich meine, das ist jetzt halt auch wieder Chemie schlussendlich. Ich meine, sie haben einfach so ein bisschen Honig zum Beispiel in Seife reingetan. Und die es professionell gemacht haben, gesagt, das wäre so schleimig und einfach unangenehm, das kannst du nicht mal verkaufen. Ich finde es mal lustig, sie haben mal auf ZDF, glaube ich, haben sie mal so ein lustiges Experiment gemacht. Und zwar, wenn du ja so ein Duschmittel oder so kaufst, das Duschgel, dann steht amix oder sehr oft Zutaten auf Lateinisch hinten drauf. Sehr viel. Huch. Oder auch auf Salbien oder irgendwie so. Und sie haben dann quasi ein Experiment gemacht und haben selber so ein Duschgel zusammengemixt, haben aber Honig rein und Brennnesselblätter rein. Das heisst, jeder, der sich das aufschmiert, hat brutal klebrige Haut und brutal brennende Scheisse wegen dieser hohen Brennnessel. Und sie haben dann halt die ganzen Zutaten, die sie nicht da haben, Honig und Brennnessel und der ganze andere Scheiß, haben sie einfach auf Lateinisch hinten drauf geschrieben. Und dann haben sie einen Stand aufgemacht in der Stadt in Deutschland und haben die verkauft. Die haben gesagt, ja, die sind super gesund, eben, die haben das und das alles drin. Und Leute einfach, okay, das klingt gut, einfach weil es auf Lateinisch ist. Bruh. Und dann hat es halt so eine austestet, die ist fast gestorben ab dem Shit, Alter. Also die Brennnessel-Shit hat sie nicht gejuckt, aber es hat so geklebt. Sie hat, glaube ich, irgendwie 3 Stunden lang müssen duschen, bis sie das ganze Honiggescheisse dann wieder runtergewaschen hat. Scheiße. Aber das würde mich so aufregen. Aber da Ich kannst du hab nicht hart Hass. verarschen mit dem. Finde ich aber lustig. Das ist lustig, wenn du es selber machen kannst, aber Ja. wenn du betroffen bist, Nee. ein bisschen weniger. Ja, ist so. Hast du irgendwie so ein Lieblingsdeko-Stück in deinem Haus? Im Haus? Also irgendwie so ein Bild, wo du sagst, das ist geil, oder irgendeine Pflanze, wo du sagst, oh ja, das ist der Köbi, ich liebe den Köbi. Irgendwie so ein Scheiß. Keine Ahnung. Also meine Lieblingspflanze bei uns daheim ist jetzt der Papyrus. Da haben wir einen. Und also den habe ich einfach mega gern. Ja. Aber das war auch jemand gewesen. Und bei dir? Ich ha keine Lieblingsdeko, aber ich habe einfach eine Deko, die jeder kennt, die bei mir schon daheim war. Und wo jeder Scheiße findet. Ich habe so, meine Mutter hat so für ihn viele Puppen gehabt. Und sie hat halt so 3 von denen aufbewahrt. Uralte Puppen, verstaubt, zugesetzt mit Spinnenweben, sitzen sie auf unseren Holzbalken und im Wohnzimmer auf so einem weißen Regal und schauen aber nicht stoben. Und alle, die bei mir waren, finden die so fucking creepy. Anuk, grüß gehen raus an dieser Stelle, ist ja Silvester bei mir mit ein paar anderen Kollegen. Und sie ist dann aufgestanden und hat die Puppen umgedreht, weil sie es so creepy gefunden hat. Also Ja. wirklich. I mean, Puppen sind schon nicht so. Auch nicht gerade mein Ding, muss ich sagen. Ja. I mean, also Ja. ist das dein Favorit? Ich finde es einfach lustig. Weil jeder, der bei mir daheim ist, hasst mich für die hure Puppe. Ich finde es einfach funny, aber es ist nicht mein Lieblingsdeko-Stück. Nein, garantiert nicht. Habe ich ein Lieblingsdeko-Stück? Ich kann da so, also mein Zimmer besteht eigentlich nur aus Plastikpflanzen, weil ich zu faul bin, die immer zu gießen. Ich habe noch nie eine Pflanze in meinem Zimmer gehabt, die überlebt hat. Ja! Noch nie. Ich habe Noch mir nie. mal so eine richtig geile Venus-Flügefalle geholt. Ich habe sie Köbi genannt. Nach 3 Wochen, glaube ich, ist der Köbi gestorben. Einerseits habe ich ihm nie Wasser gegeben und andererseits habe ich ihm viel zu viel Flüge gegeben. Also ich bin wirklich mal rausgegangen, habe einen Insekt gefangen und habe ihm die dann nicht mehr in die Fresse hineingestopft. Aber ich glaube, das war zu viel gewesen. Ich habe immer entweder zu viel Wasser oder zu wenig. Ja. Also entweder einfach vertrocknet oder einmal hatte ich so ein kleines Bäumchen gehabt. Also es war kein richtiges Bäumchen, aber etwas in die Richtung. Du hast einfach Und- verschissen. Es war so morsch und verfault innen durch. Es hat normal ausgesehen von außen, aber wenn du den Stamm angelenkt hast, war innen drin einfach gar nichts mehr gewesen. Also gar nichts mehr im Fall. Und ich weiss nicht, wie ich da hergebracht habe. Es war einfach eine Hülle gewesen. Ich, ja, lol, oder? Ja, geiler Scheiß. So, Nein. Ja, kein Plan. Das ist so das, was ich in meinem Haus habe. Alter. Ich kann nicht so... Also natürlich Deko, ja, meine Gitarren an der Wand, die hängen, das sieht natürlich schon geil aus.
Ich liebe das. Das ist immer mein Gute-Nacht-Snap. Immer. In die Richtung. Schön flexen mit meinen 3 Gitarren. Aber ja. So ein komplett anderes Thema. Was ist so... Also was ist so dein Lieblings... Döner hast du fix gern. Was ist so dein Lieblingsbiss? So der erste oder der letzte? Das ist so der geilste Biss am ganzen Döner. Ich hätte jetzt gesagt... keine Ahnung. Hä? Ist doch logisch, Bro. Ist es das? Aber für mich schon. Für dich der erste? Ja. Hey, Also ich finde das so logisch. Da ist das Brot noch richtig geil warm, es ist extrem knusprig noch. Und es hat immer noch so ein bisschen Cocktailsauce oben drauf. Und dann bist du so drauf, man kommt gerade von allem miteinander. Es ist richtig knackig. Ach, das ist Also das keine Ahnung, Geilste. ich meine, ich habe Döner zwar gern, aber wenn ich jetzt die Wahl habe zwischen Döner oder Pizza, dann nehme ich immer Pizza. Das leitet mich gerade perfekt zu meiner nächsten Frage. Aber in dem Fall ist die Antwort eigentlich schon klar. Also lieber das ganze Leben auf Nudeln oder Pizza verzichten. Ja, nein, dann immer auf Pizza verzichten. Also mit Nudeln ist einfach viel mehr immer noch Abwechslung. Ich meine, du kannst verschiedene Nudeln haben mit verschiedenen Soßen. Pizza kannst du zwar auch verschiedene Sachen machen, aber auch das hat irgendwann Grenzen, habe ich das Gefühl. Also du hast einfach mehr Nudeln Optionen auch. mit Teigwaren, habe ich das Gefühl. Ja, Nudeln hat auch irgendwann mal eine Grenze. Ja, schon, aber ich meine, du kannst zum Beispiel mit Pesto, verschiedene Pesto gibt's. Da gibt es Tomatensauce, Bolognese, da gibt es Rahmsauce, da gibt es... Stimmt. Jetzt kannst du einfach Soßen aufzählen. Aber ich meine, stell dir vor, du könntest das alles auf Pizza drauf tun. Also ich wollte das... Doch, Pesto-Pizza habe ich schon mal gehabt, das war richtig geil. Ja, mit so Basilikum-Ding, das ist fein. Und ich habe das Gefühl, du kannst so viel auf Pizza... Also da kann ja wirklich... Alles, was du irgendwie im Gemüseladen kannst kaufen, kannst du auf Pizza drauf tun. Gefühlt. Ob es Ja, gut, das geil ist, stimmt ist jetzt die andere Frage. Aber Aber das ist so ein bisschen die Sorge. Aber okay, easy. Ich weiss glaube nicht, was ich würde wählen. Ich bin einfach ein Pasta-Fan. Ich glaube, ich würde schon auch Nudeln nehmen. Pizza habe ich natürlich auch gerne, aber du hast schon recht. Ich glaube, komm nicht. Ja. Liebe Leben. Ich könnte halt wirklich for real jeden zweiten Tag Spaghetti essen. Das würde mich nicht jucken. Ohne Probleme. Ja. Hast du noch irgendeinen Punkt, wo du unbedingt willst, so eine Frage, die du unbedingt noch fragen willst? Ich habe keinen Punkt mehr, aber ich habe vor kurzem mit einer Kollegin geredet und sie hat erst dann realisiert, dass ich das bin in diesem Podcast. Warte, sie hat den Podcast... Aber wie ist sie denn auf den Podcast gekommen? Ich weiß es nicht. Ich glaube, sie kennt dich auch. Jasmin. Wie noch? Ui, scheiße, wie jetzt geheißen. Es ist auch ins Forum gegangen. Sorry, ich habe es mit den Nachnamen fast nicht mehr von damals. Ich weiss nicht, ob ich das eingespeichert habe. Ich kann schnell nachschauen. Ich weiß nicht, woher ich sie kennen. Aber ja, Jasmin, du Legende, schönes Ding. Kennst du einen Jasmin? Also, du kennst Jasmins, oder? Ja, ich glaube schon. Mit dem Nachnamen? Vielleicht? Ich kenne eine, die mir jetzt so einfällt, aber das würde mich wundern, wenn du die meinst. Nein, das ist eh Also, nicht. sag mal. Rothaug. Nein. Eben. Ich habe das Gefühl, es war etwas mit N. Scheiße. Das weiss ich doch nicht. Jasmin Nein, Rothaug, die ist mal bei uns in der Primaris in meine Paraklasse gegangen. Nein, es ist so ein holländischer Nachname, glaube ich. Bro, dann Oder kann ich es sie. tönt holländisch. Ja, lol. Ah, ja, ich weiss es. Ich sage es nächstes Mal, falls ich es dann weiss. Aber weil Jasmin, du Legende, du kennst deinen Kollegen, das stimmt nicht. Das ist natürlich wow. Das ist richtig sad. Ja. Aber nein, ich glaube, wir können langsam zum Ende kommen. Und ich wollte das einfach nur von meiner Seite beenden mit Danke vielmals. Unser Podcast wird immer bekannter. Ich bekomme immer sehr viele Nachrichten von vielen Leuten, die ich vorher auch noch nicht kennt habe, die mir einfach auf Insta folgen und sagen, dass sie den Podcast gehört haben und den cool gefunden haben. Auch unsere Playzahlen werden immer stetig mehr, also das ist wirklich geil. Man kann auf YouTube die Likes anschauen und die werden auch immer mehr, das ist auch ganz gut. Also, ja. Ich höre auch immer mehr. Also, positives Feedback, sage ich jetzt mal. Ja, genau. Also ja, ich merke auch, dass es immer bekannter wird.
Finde ich schön. Ist doch gut. Ist doch toll. Gibt es doch, Danke noch vielmals. ein paar Leute, die uns zwei Vollidioten beim Labern zuhören? Ja, vor allem, es sind irgendwie so immer die gleichen Szenarien, wo das gelost wird. Immer entweder so beim Arbeiten, wenn du gerade nichts zu machen hast. Oder in der Schule. Oder, Also oder in Schule der arbeiten, Schule. ja. ja, oder beim ins Bett gehen irgendwie. Ja. Also ja, auch in dem Fall. Ha, wir begleiten die Leute in ihren Schlaf. Toll. Schön. Sandmann, lieber Sandmann. Interessant, Mann. Ja. Aber ey, willst du noch so ein Schlusswort sagen? Also wieder so ein paar weise Worte wie bei Lümmel aus der Verhütung. Ui. Okay, jetzt muss ich überlegen, was kann ich raushauen. Corona? Nein, da haben wir genug lang drüber Irgendwas zu Corona. äh, Weise Worte. nein, Das ist sie. Ja, fuck. voll. Also, Ich finde auch. der Ralf, alle gegen den Ralf. Nein, ich kann nicht so einen Aufstand aufhetzen. Mach Scheiß auf Donald Trump. Jungs, wir stürmen die Schule. wir stürmen morgen das Bundeshaus. Wer gerne dabei sein will, kommt mit. Denkt daran, eure Maske die zu lassen. Weil Corona gibt es sowieso nicht. Das wissen wir alle, ist sowieso nur eine Erfindung vom Bund, zum Gastrobetrieb ein bisschen zurückzubringen und Leute umzubringen. Darum ja. Nein, also Maske die lassen. Wir stürmen das Bundeshaus. Die noch ein bisschen Sprengstoff und Waffen die haben, nehmen das mit. Easy. Wir organisieren das mal schnell. Ja, Mann. Morgen. Dann würde ich es mal so sagen. Morgen am 12 Uhr sehen wir uns beim Bundeshaus, Jungs. Morgen an 12 Uhr beim Bundeshaus. Alle ohne Masken. Mit irgendwelchen Flaggen im Hintergrund. Ja, und ganz, ganz vermummt. Ausser das Mund, alles muss vermummt sein. Ausser Mund, Nase müssen frei sein. Genau. Und genau eben, Mischgabel und so, nehmt einfach alles, was ihr an Waffen habt mit. Alles, was möglich ist. Und dann stimmen wir das Bundeshaus. Hell yeah. Gehen wir einen Bärse einen Besuch abstatten. Es wird zum Eskalieren. Die finanzielle Unterstützung ist der Ueli Maurer. Uli Maurer. Der unterstützt uns. Es gibt Essensstände. Fix. Nein, kennst du die Fall. Leute, die nur noch Veranstaltungen gehen, weil es Essensstand gibt? Ja. Das ist so mein Vater, Die Alter. Berufsmesse da ist so etwas. Da bin ich bin bei jedem Stand mit Essen gewesen, im Fall. Ja. So easy. Also Essen. Jungs, morgen geht's Essen. Wir haben Essensstand dort. Kommen Das ist alle. alles organisiert. Wir machen einen Sturm aus Bundeshaus. Also, Hell yeah. Lümmel raus oder verhüten. Alle gegen Hausmeister Ralf. Morgen am 12 Uhr Bundeshaus. Waffen. Wir stürmen das Bundeshaus. Wir zerstören unsere Politik. Yes! Yes! Hey, wenn Diktatur. unser Podcast jetzt wegen dem gesperrt wird, dann kann ich nicht mehr. Also das wäre legendär. Einfach so wegen den letzten 3-4 Minuten. Ja. Also in dem Fall. Also, ciao zusammen, ihr Möggis. Senkial. Das war es leider auch schon gewesen. Die schlechten Fragen sind alle beantwortet und die unlustigen Witze von den spontanen Gulu-Gulu-Nutzer und möchten gerne Fanboys Josh und Raoul beantwortet wurden. Wir hoffen, dass es euch eure Zeit wert war, unseren Blödsinn anzuhören. Falls ihr noch irgendwelche Fragen oder Ideen hättet, könnt ihr die uns gerne einfach anschmeißen. Und wir bedanken uns ganz vielmals für eure Unterstützung. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen. Peace out.